Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Witcher 3 Blood and Wine. Ja, es ist bereits Part Nummer 52. Wir haben heute vor, die alternative Quest zu betrachten. Sprich die alternative Quest zum Ausflug ins Märchenland. Weil da können wir stattdessen anstelle ins Märchenland können wir natürlich ja auch den Unsichtbaren treffen. Wobei ja Regismann ist ein bisschen der gefährlichere Weg, aber wir wollen es trotzdem mal riskieren. So, bevor es direkt losgeht, oder richtig losgeht, noch eine kleine Anmerkung für dieses Video. Es kann sein, dass meine Stimme ab und an nicht mit dem Rest des Videos so übereinstimmt und nicht so synchron wirkt. Das liegt daran, weil ich heute, in der heutigen Folge, hoffe nur heute, nachsynchronisieren muss. Ich habe keine Ahnung warum, es war einfach nur diese eine Folge, wo ich die Videos bearbeiten wollte, habe plötzlich gemerkt, dass mein Ingame-Sound, also Ingame-Sound ist selber perfekt, keine Frage, aber meine Stimme, die war irgendwie total verrauscht. Also hätte ich irgendwie plötzlich, was auch nicht, plötzlich am Mikrofon etwas rumgefummelt und so etwas, einfach nur für diese Folge, was ich nicht getan habe von dem her. Aber es ist einfach nur diese eine Folge, irgendwie, ich kann auch nichts mehr da irgendwie noch retten, von wegen, ja, einfach da das Rauschen rausnehmen und so, habe es zwar versucht, aber irgendwie nicht richtig isolieren können und deswegen, tja, hat eigentlich zwei Optionen, entweder das Rauschen, also die rauschende Stimme drin lassen, was zwar interessant gewesen wäre, aber qualitativ halt ein bisschen sehr doof. Oder halt, wie ich es jetzt mache, halt nochmal nachsynchronisieren. So, dann ganz kurz Vampiröl drauf, genauso hat er so gemacht. Das war eine relativ kluge Idee. Der Mundschab stimmt schon, war. Ja. Spring, Geralt, spring! So. Legen wir los, und zwar frage Oriana, wo du den Unsichtbaren findest. Oriana, wir erinnern uns, das war ja die Bekannte von Regis, wo ja die gute Anna-Henrietta gesagt hat, bei ihr läuft sie irgendwie ja, einen kalten Schauenrücken herunter. Warum das so ist, das erfahren wir in der heutigen Folge noch. Die Vampire, ey. Aber dem muss ich schon sagen, ist das echt ein geiles Setting hier. Weil sie dargestellt wird, ich frage mich gerade, wir gehen ein bisschen anderen Weg entlang, war. Aber die andere Quest, der direkt mit Regis beim Palast, heißt, wir haben bereits Damian getroffen und ihn gerettet. Fragen wir natürlich gerade, werden wir hier noch auf neue Vampire treffen, also andere Vampire noch treffen, weil wir noch besiegen müssen. Ich denke mal, noch ein paar Bruxen wird es noch haben. Ein paar Flatterer, da ist direkt einer. Wow, was nicht gesehen. Gut getan, Kumpel. Ja, was machst du da? So, geht doch. Ja, das war sehr clever. Keine Chance gegen Aeonit. Vor allem natürlich noch mit Vampiröl drauf. Hier leg mich am Arsch. Da hätte es vermutlich sogar der Unsichtbare keine Chance mehr. Ihm doch hier offen? Okay. Oriana, wo bist du? Hallo? Hast du es gerade eilig? Und wie? Nun sei so gut und geh beiseite. Das Chaos in der Stadt. Weißt du, was da los ist? Natürlich. Es ist sehr ärgerlich. Bitte was? Ärgerlich? Ein Blutbad in den Straßen? Ärgerlich? Da würden mir aber stärkere Vokabeln einfallen. Ach, weißt du, ich werde langsam alt. Bin nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Dazu braucht es schon etwas mehr. Ja, Mitgefühl ist nicht das Spezialgebiet von Vampiren. Ich dachte mir, dass du es merkst. War nicht schwer. Hast dir ja auch keine große Mühe gegeben. Hätte ich das sollen? Tja, ich bin Hexer. Und damit mein Feind? Das hängt ganz von dir ab. Ich muss den Unsichtbaren sehen und überreden, Detlef aufzuhalten. Es ist dringend. Ich habe gehört, du könntest mir da helfen. Also wirklich. Der gute Regis braucht wohl eine Lektion. Er ist sehr indiskret geworden. Und du? Es gibt schlichtere Methoden, sich zu entleiben. Du könntest von irgendeiner Brücke springen.
Ich will nur mit ihm reden. Reden. Köstlich. Er reißt dir den Kopf von den Schultern und macht Hackfleisch aus dir, bevor du auch nur den Mund aufmachst. Lass das meine Sorge sein. Wirst du tun, worum ich dich bitte? Auch ich zöge es vor, wenn die Stadt wieder ruhig wäre. Aber ein solches Geheimnis einem Hexer offenbaren? Weißt du was? Komm mit mir. Ich muss noch etwas erledigen. Dann reden wir. Wir haben so dafür gar keine Zeit, aber haben eine andere Wahl. Einem Menschen würde ich jetzt sagen, dass jede Verzögerung weitere Tode nach sich zieht. Aber ich bezweifle, dass dir das etwas bedeutet. Zu Recht. Das tut es nicht. Wo willst du hin? Nicht weit. Siehst du, ich habe da eine Art Unterschlupf direkt vor Beauclair. Ein Waisenhaus, um genau zu sein. Mir haben die Vöglein zugeflüstert, dass dort etwas Schreckliches geschehen ist. Unter den aktuellen Umständen muss ich das ernst nehmen. Sicher verstehst du das. Mhm, durchaus. Gehen wir. Also ich verstehe es nur bedingt. Das hier muss ja ein Vermögen gekostet haben. Tja, ich habe nun mal eine Schwäche für Kinder. Das heißt? Das heißt, dass ich... Moment, riechst du das? Blut. Arnaud! Arnaud! Arnaud? Bitte. Was ist passiert? Wo ist Arnaud? Rede! Psst. Sonst kommt das Monster. Der arme Junge. Schon gut, Kleiner. Du bist in Sicherheit. Ich hatte solche Angst. Solche Angst. Wovor? Du kannst es uns sagen. Lass dir Zeit. Ich bin von den Glocken aufgewacht und von den Schreien. Ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen, aber sie waren so laut. Und dann hat irgendwas auf das Dach geschlagen. Bum, bum, immer lauter. Und Onkel Arnaud ist gekommen und hat gesagt, seid ganz leise. Psst, dann passiert euch nichts. Der Hurensohn hat sie im Stich gelassen und ist abgehauen. Wer ist dieser Arnaud? Der Betreuer. Er hat mit seiner Frau auf die Waisen aufgepasst. Gegen ein großzügiges Entgelt. Ich sehe sie nicht, ich höre und rieche sie nicht. Sie sind geflohen, haben die Kinder als Köder zurückgelassen. Onkel Arnaud hat gesagt, wir sollen still wie die Mäuschen sein. Dann kommt das Monster nicht. Aber es ist doch gekommen. Und dann? Bartes, Niev, Mora und die anderen sind rausgelaufen. Aber meine Schwester Anna und ich haben uns hier versteckt. Aber Anna hat angefangen zu weinen.
Ich habe ihr den Mund zugehalten und Psst gesagt, bis sie aufgehört hat. Du meinst, du hast sie. Lass ihn. Ich weiß jetzt genug. Ich auch. Etwas hat meine Kinder umgebracht. Ich bleibe bei dem Jungen. Er soll nicht schon wieder allein sein. Du jagst diesen Abschaum. Bring mir seinen Kopf, dann helfe ich dir mit dem Unsichtbaren. Der Junge ist verletzt. Seine Wunden müssen versorgt werden. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Sicher? Ich habe viel Übung darin und brauche nur ein paar Minuten. Geh. Gut. Mal sehen, ob ich eine Spur finde. Wunderbar. Nur zu. An die Arbeit. Komm, Kleine. Ich sing dir was vor. Wölfe schlafen tief im Wald. Durch den nun der Ruf der Eulen schallt. Doch nur eine Seele liegt ganz wach, hat noch an Hexen und Geister gedacht. Ein wunderschönes Lied. Sag mal, spinne ich oder ist das Lied aus dem Intro? Also dem Titelscreen hier bei Blood and Wine. Blutprobe, du sollst das Weißen aus mich hilft an Hexersinne. Okay, versuchen wir es mal. Gegen die Wand geschleudert. Schädelbruch. War sofort tot. Das Biest hat die Kinder getötet, aber nicht gefressen. Wurde es verscheucht? Oder abgelenkt? Bauchwand an 3 Stellen aufgeschlitzt. Organe und Arterien verletzt. Der arme kleine Junge. Der hatte natürlich Angst, oder? Und dann seiner Schwester ist Anna halt den Mund zugehalten, bis sie dann erstickt ist. Also quasi Mord, aber wie gesagt, das ist natürlich eine Tragödie schlechthin. Was ist wohl aus Arnaud und seiner Frau geworden? Kehle aufgerissen, Kehlkopf zerschmettert. Auch das stelle ich mir ziemlich schmerzhaft vor. Kehlkopf zerschmettert. Erstickst du dann irgendwie, wenn der Kehlkopf zerschmettert ist? Kann das gar nicht vorstellen. Oder verblutest du einfach nur, weil halt der Hals aufgeschlitzt wurde. Fragen über Fragen. Jetzt müsste man Arzt sein, wa? Ja. Oh, weiter Spuren. Wunden an Kopf, Hals und Schultern. Das Monster hat von oben angegriffen. Ist wohl vom Dach gesprungen. Ja, logisch. Deswegen ja auch die Klopfgeräusche im Dach. Also von dem her. Pfotenspuren. Zweibeiniges Monster. Läuft gebeugt. Das sind nochmal großes Pfotenspuren, wa? Sieht die aus nach einem Bären, hätte ich gerade gesagt. So. Wie sieht's hier jetzt aus? Glatte Wundränder. Die Klauen gingen wie durch Butter. Junge, dünne Knochen bieten kaum Widerstand. Ich bezweifle, dass bei so einem Viech auch alte, ausgewachsene Knochen viel Schutz bieten würden. Und ganz alte sowieso noch weniger. Hallo? Rot? Rot markiert. Ich suche rote Punkte. Nicht gelbe. Okay, ich bin außerhalb des Radius. Habe ich was verpasst? Das sind die Spuren. Ne? Nochmal zurück zum Anfang. Das sind die Spuren. Okay, und dann... Das Achso. Blut ist sogar noch feucht. Ja, so ist das. Es ist kein Blut. Ich muss nachforschen. Was soll denn sonst, wenn es kein Blut ist? Es ist rot und feucht. Der Wein wird es wohl kaum sein. Die hatten wir, glaube ich, schon. Also mal dem Geruch nach, wa?
Schleim. Vielleicht Gift? Das verkürzt die Liste der Verdächtigen. Giftdrüsen, lange Klauen, Blutsauger. Es muss ein Garkin sein. Ein Alpha-Exemplar. Ein Garkin tötet zum Vergnügen. Die Kinder haben ihm nur Appetit gemacht. Gewiss hat er auch die Betreuer verfolgt. Vielleicht wollten ja Arno und seine Frau sogar die Kinder, also spielt das Vieh von den Kindern ablenken. Sie sind deswegen weggerannt, nicht so wie gerade die gute Ornana sagte von wegen, ja, die sind ja weggerannt, die Feiglinge, Alpha Garkins. Ach du Scheinkleister. Beim Alpha war? Was sie einfach für neue Vampirsorten treffen. Ja gut, ich meine, das ist nichts Neues für uns, aber mit schwarzem Blut haben wir bereits alles. Vampir ist ja noch drauf auf der Waffe. Sag mal, willst du mal verarschen, fahren, Ritter? Hier laufen die Spuren vom Garkin und vom Wagen zusammen. Ob das Vieh sie eingeholt hat? Plätze! Plötze? Kommst du mal? Plötze! Bisschen plötzlich! Ja, wegen fahren Ritter gerade, mein Beauclair ist einfach gerade mal total im Arsch, oder? Aufstand schlechthin, was macht fahren Ritter? Jojojo, ich guck mal, wo wir hier einen Vampir haben. Doch ne, ist mir zu gefährlich. Mal gucken, wo gibt's noch was anderes zu tun. Tralalala. Ja, so kommt er gerade ein bisschen vor. Das ist doch einfach eine Schweinerei. Ja, so geht's ja auch gut. Du, Hexersinne im Galopp. Los, los! Straße abgekommen. Die Pferde müssen durchgegangen sein. Wäre zumindest noch relativ logisch, wa? Ja, definitiv. Da bin ich mal gespannt, wo das Viech sich wohl befindet. Der Garkin hat sie eingeholt. Hier endet die Spur. Ich muss mich umsehen. Oder so ein Pferd. Die Wunden sind schwer. Wenigstens hat es nicht lange gelitten. Wenigstens, wa? Er hat sie zerrissen und dann ihr Blut getrunken, bis zum letzten Tropfen. Der Garkin hat sich hier vollgefressen. Aha. Vermutlich ruht er sich in der Nähe aus und verdaut. Hä? Wie aha? Ja, dort, ich höre was, ja, aber ich sehe doch nichts. Voll gefressen. Dürften relativ einfach Gegner sein, wa? Wird ein bisschen betrunken sein in diesem Sinne, wa? Das sind die Vampire, wenn sie so voll getrunken haben. Ist quasi ein Alkoholrausch, kann man auch sagen. Ich häng mir deinen Kopf an den Sattel, du Bastard. Jo, eine gute Idee, Geralt. Nightwolf, was? Oh, Schallwellen wieder mal. Wow, Glück gehabt. Von wegen volltrunken war. Quasi Blutrausch war, aber gar kein Effekt Alkohol hätte auf uns. Du, bam, bam, bam. Keine Chance, genau, runterlegt und tschüss, Mann. Alter. Das Schwert. Das Schwert ist einfach so geil, ey. So, war's das? Yeah, geht zu Oriana zurück. Ich muss unbedingt Witcher 1 noch zocken, weil da bekommen wir das Schwert im Prinzip erstmals her. Natürlich auch eine Dame von See, ist klar, aber halt ein bisschen andere Orten so. Dann ist alles noch in Vysima und dann Witcher 2 sowieso. Und ach, das wird doch mal geil. Obwohl Witcher 1 halt, ich erinnere mich noch damals, auch wenn es dort nicht mehr alles Intus habe, aber vor allem die Steuerung, die waren natürlich total anders, Synchronsprecher und auch alle noch andere. Die kamen erst bei der Witcher 2 Mundier quasi wieder neu festgelegt und blieben dann bis mit Witcher 3. Ich glaube sogar mehr oder weniger alle.
Witcher 2, da müssen die meisten sein. Also ich mal die ganzen Hauptcharaktere, die sowieso. Geralt und Triss und... Naja. Wir sind es, wenn es soweit ist. War jetzt also mal hier zurück und gucken, wie es dem Jungen geht mittlerweile. Oriana, wo bist du? Oriana? Oriana? Lass ihn los. Sofort. Ich dachte, du würdest länger brauchen. Richtig. Ich bin auch noch nicht fertig. Ich muss mich noch um eines kümmern. Dich. Das Waisenhaus ist also dein Weinkeller, ja? Dein Blutschrank? Na, na. Ich habe nie behauptet, dass ich den Kindern aus reiner Herzensgüte helfe, wie du freundlicherweise zur Kenntnis nehmen könntest. Geh raus, kleiner Mann, und mach die Tür hinter dir zu. Nein! Tu ihr nichts! Tante Oriana hat sich um uns gekümmert. Sie hat uns von der Straße geholt, uns Bonbons gebracht und was vorgesungen. Lass sie in Ruhe! Siehst du, Hexer? Die Welt ist nicht schwarz-weiß. Sie hat zahllose Schattierungen. Es stimmt, dass ich von den Kindern trinke, aber ich bringe sie nicht um. Und ich habe ihnen viel zurückgegeben. Soll ich dir jetzt danken, dass du dich so gut um die Waisen gekümmert hast? Tja, was liegt dir ihr Wohlergehen doch am Herzen? Amüsant. Wie geht es denn den jungen Hexern? Wie viele überleben eure Proben? Lenk nicht ab. Das lasse ich nicht zu. Dann kommt zur Sache. Ich habe den Auftrag erfüllt. Ein Garkin hat die Kinder getötet. Einer der Vampire, die Detlef herbeigerufen hat. Er sollte die Stadt angreifen, aber dann hat der Geruch der Kinder ihn hergelockt. Ja, der trägt wirklich weit. Seine Süße kitzelt in der Nase und lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Der Älteste der Unsichtbaren. Wo finde ich ihn? Er hat sein Lager westlich der Stadt hinter dem See. Such nach einer Höhle am Ufer. Und dieser Stein öffnet eine verborgene Tür. Du bringst mich nicht hin? Ich suche den Unsichtbaren nur auf, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Wenn du ihn triffst, weißt du warum. Ich komme dich eines Tages holen. Das ist dir doch klar. Dann werde ich nach dir Ausschau halten. Ich sollte Regis rufen. Gib mir über die Raben Bescheid, hat er gesagt. Starker Abgang, Geralt. Respekt. Ja, wegen schwarzen, weißen, mit ganzen Schattierungen. Das ist natürlich jetzt hier schwierig, das zu beurteilen. Also, ich warte am Anleger beim Palast auf Regis. Würdet ihr ihm das sagen? Offenbar ja. Noch ein bisschen umgucken, war. Obwohl er geht jetzt direkt dorthin, war, von dem her. Ja, sicherheitshalber ganz kurz abspeichern. Ich bereits erwähnt, also das, betrachten wir es mal logisch, jetzt mal ganz logisch betrachtet. Oriana gibt den Kindern etwas. Eben halt ein Dach über dem Kopf, Essen, Trinken. Damit sie halt überleben, ne? Quasi eine Kindheit haben, aufwachsen können.
Und dafür nimmt sie das von den Kindern. Gut, sie trinkt ja Blut. Ich meine, das Blut von den Kindern, ich meine, sie bringt sie nicht um, Blut regeneriert sich wieder, die Kinder holen sich von dem her wieder. Es ist vielleicht unangenehm, vielleicht auch nicht. Er kann es schon wissen, das ist natürlich... Ja, sage, es ist von dem her schwierig zu beurteilen. Ich sag mal... Ja, doch, ich sag's mal vorsichtig. Logisch betrachtet natürlich Oriana recht. Sie gibt den Kindern etwas, die Kinder geben ihr etwas, im Prinzip eine Symbiose, wenn man so will. Sie leben in Symbiose, so gesehen. Aber aus menschlichem Standpunkt halt, denkst du natürlich schon, manchmal die trinken von den Kindern, dann ist es ja auch gefährlich. Regis hat ja auch schon öfter mal erwähnt, ouch, da trifft sie noch. Deswegen, ja, ist ja betörend für einen Vampir, wenn er von Menschen trinken kann, oder wenn er Blut trinkt. Auch riechen kann, wie auch immer, es ist betörend für ihn. Also, es ist auch mal eine Gefahr dabei, dass sie aussehen die Kinder killt. Also da vom ethischen Standpunkt aus... Also ich persönlich würde sagen, es ist verwerflich, das ist überhaupt nichts, wo man sagen kann, jo, man kann damit leben, man kann es quasi akzeptieren. Würde ich persönlich nicht sagen, wenn man es aus der Sicht eines Vampirs sieht. Müsste einen Regis fragen, weil er ist ja von dem her, denke ich jetzt mal, am nächsten dran noch als Brutschaft zwischen Mensch und Vampir, wenn man es mal so betrachtet. Aber ja, mich würde von dem mal seine Meinung auch noch interessieren, was er dazu sagt. Von wegen, ja, von den Kindern trinken, man gibt ihnen ja auch etwas. Jo, geil. Kann man ja machen, wa? So. Was die Doxen hier im Palast? Ja, okay, von mir aus. Mal gucken, was Regis so treibt, wa? Auch alles noch drauf auf den Schwertern. Ich habe noch eine Bombe, ich habe noch schwarzes Ding, aber auch noch. Okay, ja, passt lang soweit. Ja. Gehen wir zum Unsichtbaren, wa? Das wird sicher lustig. Das wird geil. Das wird sowas von geil. Das wird sowas von doof. Das ist jetzt schon kommen, wir krepieren alle. Ne, geht gar nicht. Ich meine, der Ausgang muss gleich sein, dass wir wieder auf Detlef treffen, also von dem her. Also irgendwie müssen wir in der Lage sein, Elsen zu überzeugen, dass er Detlef halt herbeiruft. Oder ihn zwingt, sich zu zeigen, ne? Macht mal so. Na, kommt noch irgendwie so ein Vieh? Oder treffen direkt auf... Ne, offenbar nicht. Wir treffen direkt auf Regis. Du hast Oriana getroffen. Wie war es? Nicht gut. Ach, hat sie dir nicht offenbart, wo du den Unsichtbaren findest? Doch, hat sie. Offenbart hat sie auch, dass sie sich am Blut von kleinen Kindern gütlich tut. Ich gebe zu, ich habe Gerüchte gehört, aber nicht glauben wollen. Ich will nicht darüber reden. Die Höhle liegt westlich der Stadt hinter einem See. Da müssen wir hin. Verstehe. Ich wäre jederzeit startklar, aber... Ja, ich weiß. Du würdest immer noch lieber Sianna befreien. Um Detlefs Willen. Um euretwillen. Oh, bitte. Was im Waisenhaus passiert ist, eindeutig seine Schuld. Dass die Straßen der Stadt mit Blut getränkt sind, auch sein Werk. Und du machst dir Sorgen, dass jemand seine Gefühle verletzt hat? Es ist lebensgefährlich, dem Unsichtbaren entgegenzutreten. Das habe ich oft genug gesagt und es ist mein Ernst. Du bist mir ein guter Freund. Ich möchte nicht, dass du unnötig dein Leben riskierst. Das ist doch natürlich und liegt auf der Hand. Zumal wir eine Alternative haben. Eine sehr vernünftige. Ja, natürlich recht. Von dem her würde ich sagen, gut, gehen wir zu Sianna, aber ich will sehen, was da los mit dem Unsichtbaren. Deswegen, es bleibt dabei. Ich bin ein Hexer, Regis. Ich verhandle nicht mit Monstern. Ich töte sie. Die Risiken sind mir einerlei. Gut. Verstehe. Ich werde es nicht mehr erwähnen. Danke. Wird Zeit, dass wir aufbrechen. Hör mal, ich werde dorthin segeln müssen. Kommst du mit oder willst du lieber als Nebelwölkchen rüber? Als Nebelwölkchen schwatzt es sich schlecht. Und das tue ich doch so gerne. Mhm. Ausführlich und detailreich. Lass uns gehen. War das irgendwie... Ich weiß auch nicht. Eine Beschwerde? Weißt du mehr über den Unsichtbaren? Nur, dass er Gäste nicht schätzt. Erst recht nicht,
ohne Ankündigung. Heißer, hast du eine Ahnung, wie wir ihn besänftigen können? Dem Brauch nach übergibt man einem Unsichtbaren einen Stein als Friedenssymbol. Aber solche Steine gibt es nur in Hagrid. Du hast wohl keine dabei. Leider nicht. Wir müssen uns wohl auf unseren Charme verlassen. Wieso reagiert der Unsichtbare denn so grantig auf Besuch? Treten die Leute sich die Stiefel nicht ab und er ist die Fegerei leid? Es ist ein bisschen komplexer. Wenn du langsam sprichst und keine schwierigen Wörter benutzt, begreife ich es vielleicht. Ich ziehe deine Intelligenz nicht in Zweifel, aber es ist nicht einfach, es einem Menschen zu erklären. Diese Welt ist uns fremd, unangenehm. Wir empfinden sie gar als feindlich. Der Unsichtbare tut, was er kann, um sich zu separieren und zu schützen. Und darin stören wir ihn. Ich fliege voraus und sehe mich um. Ja gut, macht das Regis. Ja, so als Nebelwölkchen oben wegfliegt, wie es Gira gerade so schön gesagt hat. Okay, es gibt natürlich jetzt Sinn, ja, wieso er natürlich ungerne Gäste hat und er ist auch einer der ältesten, generell, sicher auch einer der mächtigsten Vampire generell und daher schon seit Anbeginn der Sphärenkonjunktion hier ist. Gut, Regis natürlich auch, ja, aber bei ihnen ist vielleicht ein bisschen was anderes. Vor allem natürlich schon, wie sah oder sieht, vielleicht gibt es die Welt sogar noch, wie sieht eigentlich die Welt aus, aus der sie kommen? Ich meine, ähnlich wie hier, oder gab es gar keine Menschen und konnten sie da gar kein Blut trinken, konnten sie nur von Tieren? Haben sie andere Tiere dort, die mit uns gerne vergleichbar sind? Fragen über Fragen, Leute. Die wir vielleicht in der nächsten Folge beantwortet bekommen, wa? Vielleicht auch nicht. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal hier bei The Witcher 3 Blut und Wein. Wir gehen zum Unsichtbaren. Tschüss.